Ein Deutsch-Türke und ein Bayer beim Einkaufen in der Goethestraße in München. Schauspieler Adnan Maral und Reporter Franz Xaver Gerstl. Heute haben sich unsere interkulturellen Kochkünstler viel vorgenommen. Es gilt, eine ganze Fußballmannschaft zu bekochen. Die Mannschaft von Türk Gücü, Münchens ältesten türkischen Fußballverein. Mit Rat und Tat zur Seite steht den beiden Profikoch Fritz Hering. Mit seinem Assistenten Hans-Peter Deiser baut er die mobile Küche auf und wird dafür sorgen, dass auch dieses Mal wieder etwas Gescheites auf den Tisch kommt. Ist das der Laden da? Ja, genau. Kommen wir erstmal Fleisch rein, oder? Ja. Hühnerbeine wollten wir haben, gell? Ja. Wow. Irgendwie sind da immer größere Mengen in den Auslagen, als ich das so kenne, von den deutschen Metzgern, gell? Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Merhaba. Hast du die Einkaufsliste, was wir brauchen? So grob im Kopf. Oder sollen wir die noch mal rausholen? Und du hast eine Liste. Ja, genau. Wir können ja mal ein bisschen... Komm her. Gib mir bakalım neler lazım. Bir dakika. Wir müssen 20 Fußballer bekochen. Also nicht die... Ja. Hühnerbeine. Hühnerbeine? Ja. Pro Spieler ein Stück oder zwei Stück? 20 tane alalım. Also pro Spieler eins, oder? Jeder Spieler ein Bein, genau. Also das ist zum Beispiel auch, der Türke an sich grillt gerne Hähnchenschenkel, aber damit es schneller geht, werden die jetzt sozusagen aufgeschnitten, die Hähnchenschenkel. Aha. Und dann kann man die besser auf den Grill legen und besser grillen. Ja, verstehe. Schneller. Ja, das ist der Hühnerschenkelspezialist. Guck. Richtig guter Service hier, gell? Ja, ne? Aber jetzt gehen wir zum deutschen Metzger und sagen, machen Sie mir das Bein da raus aus dem Hühnchenschenkel. Und dann sagt er, Ja, müssen es schon selber machen, okay? Ja. Wie ist denn das mit dem Fleisch hier eigentlich? Ist das so nach den Vorschriften des Islam geschlachtet, die Tiere? Ja, das ist also Halal. Das heißt, die Tiere wurden geschlachtet und ausgeblutet. Also ich sag mal, in den deutschen Metzgereien werden ja, oder in Schlechtereien, werden die Tiere per Kopfschuss getötet und dann geschlachtet. Ja. Und im Islam ist es so, dass die Tiere erst geschlachtet werden, also hier, Die Halsschlagader genau, aufgeschnitten, ja? Halsschlagader aufgeschnitten und dann ausgeblutet werden, damit das Blut aus dem Körper geht, damit das Fleisch nicht sozusagen verderblich werden kann. Und warum macht man das? Das ist wegen unserer Religion. Unsere Religion möchte so. Das steht das im Koran, oder? Das steht im Koran, richtig. Im Koran, also das heißt, es wird auch dazu gebetet. Ja. Man sagt einen Spruch auf, einen Gebetsspruch, und dann werden die Tiere geschlachtet. Ja. Ist tatsächlich so, dass der Metzger betet, wenn er ein Tier schlachtet, ja? Kann man nicht mal unseren Metzger nicht gehen. Vielleicht mal fragen, ob die bayerischen Metzger auch beten immer. Schächten ist in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigung gestattet. Die Einfuhr ist aber erlaubt. Und so wird Halal-Fleisch aus Nachbarländern wie Frankreich und Holland importiert. So, wir brauchen noch Gewürze. Ja. Und sag mal, wollen wir Fritz Pulbiber mitbringen? Ja, ich glaube, wir sollten einen Pullbiber mitbringen. Ich glaube, das müssen wir noch mal erklären, was ein Pullbiber ist. Kannst du das noch mal erklären? Warte mal, ich hatte so eine tolle Erklärung letztens gelesen. Also, das sind Chilis, klein gemahlen, beziehungsweise in, was für eine Form würdest du sagen? Oh, das Flocken, war- würde ich sagen. Genau, Chiliflocken. Chiliflocken. Also die brauchen wir jetzt für den Adana Köfte. Ja. Auf dem Fußballplatz richtet Chefkoch Hering alles her für ein zünftiges türkisch-bayerisches Gastmahl. Jetzt haben wir da noch unsere Bullbiber. Da haben wir schon alles dabei eigentlich. Joghurt. Wir brauchen noch Joghurt. Joghurt. Hier, genau. Für deine Spießchen. Genau. Ja. Ist gut, das reicht, glaube ich. 3,5% Fett reicht das für uns, oder? Meinst du, wir brauchen mehr? Ich dachte, das sind immer so fett, die türkischen Joghurts. Nee, also Das ist ganz 3,5 normal, ist ja? klassisch. Ja, okay. Also man könnte jetzt zum Beispiel, oh, der hat 10%. Ja. Gesünder wäre der, oder? Meinst du, die Fußballer, die Ja, die vertragen das schon. vertragen das schon? Das Du sind auch, fitte oder? Jungs. Wir hätten gerne Oliven gekauft. Welche schmecken denn am besten? Deneyebilir miyiz bir daha? Tabii. Hangiler hep? Oh, guck mal, wir können, Bunlar da? Ja, bitteschön. Guck mal, das sind die großen jetzt geschnittenen.
Dann gibt es noch die kleinen Schnitte. Aber wir können mal die großen. Oh, sehr gut. Ja, wie viel? So eine Handvoll. Ein Löffel, 2 Löffel. 2 Löffel. Und dann nehmen wir von den anderen auch noch so. Von denen auch noch? Diese. Ja. Wie? Auch 2 Löffel. Haben wir eine değil. Başka torbaya lütfen. Ja. Hepsini Was? nicht mischen soll. Ja, du bist so ein Spießer. Gurkel brauchen wir auf alle Fälle, oder? Gurken? Welche nehmen wir denn? Also, das Hier, ist, die kurzen. und die ganz kleinen Gurken? Die finde ich schmackhafter. Früher haben die in Istanbul, ich erinnere mich noch, wenn du durch Istanbul gelaufen Auf der bist, Straße verkauft. auf gell? der Straße so verkauft. aufgeschlitzt, Aha, genau. Salz Und dann- rein. Genau. Das Kennst kenn du ich. das auch Ja, noch? freilich kenn ich. Super, ne? Das reicht. Und vielleicht die ganz kleinen Gurken noch, schau, da gibt's. Das sind, Das ja sind mehr, aber Gewürzgurken zum Einlegen. das sind bayerische Gurken, Brotzeitgurken. Das sind, isst man die so? Das Ja. kenne ich zum Beispiel nicht. Ja. Das geht folgendermaßen. Wie geht das? Ich dachte, du meinst die. Aber Nein, die meine ich. zeig. Die Brotzeitgurken, wie man die isst, Ja? kann Also, ich dir ich zeigen. kenne die ja nur So eingelegt. geht es. So isst man Brotzeitgurken. Der Bayer ist ja. Sag mal, wie schmeckt das? Die kann man einfach über Nacht in Salzwasser einlegen, dann hast du sehen die so aus. schöne frische Salzgurken. Das sind niederbayerische Gurken, Brotzeitgurken. Die hier Ja, die schauen so aus. schauen so aus. Aber die Herkunft. Die schauen türkisch aus, das sieht man doch. Die sehen mal. türkisch aus? Ja, freilich. Die wachsen bei uns nicht so. Ich dachte, man sieht nur türkisch aus, wenn man so Augenbrauen hat wie ich. Aber du bist echt ein Phänomen, dass du das bei den das- Gurken auch erkennst. Also die bayerischen Brotzeitgurken, die kenne ich blind. Meerrettich gibt es nicht, sagst du, ja? Nee. Hering hier. Fritz, servus, hier ist der Franz. Ja, Franz, habe ich die Ehre. Wo es jetzt scheitert, ist Meerrettich. Das kennt der Türke nicht. Habt ihr kein Meerrettich oder was? Ja, das ist nicht so üblich in der türkischen Küche anscheinend. Ach so, also weil normalerweise an Radicke gibt es auch Meerrettich. Also das ist ja, der Meerrettich ist ja eigentlich auch ein Radi. Verstehst du das? Aber alternativ hätten wir Pulbiber. Er sagt, dass wir Pulbiber mitgebracht haben. Ja, das ist auch nicht schlecht. Große Ja, das ist, Aber das mit dem, jetzt kann man irgendwie schauen, dass man Glaselmeere, oder hast du vielleicht einen Meerrettich? Nein, ich habe jetzt keinen dabei, ja. Franz, Ja. was habt ihr denn schon gemacht? Was habt ihr denn schon gemacht bis jetzt? Wir haben jetzt ungefähr 10 Kilo Fleisch, so Hühnerbeine und Hühnerbrüste und dann hat er nochmal irgendwie Hackfleisch gekauft und jetzt glaube ich, möchte er wieder seine Fertiggewürzmischung kaufen. Kann man das nicht mal richtig machen, oder? Doch, wir können es auch richtig. Ja. Da gibt es einen anderen Biber, gibt es auch noch, nicht bloß einen Bullbiber. Du bist inzwischen schon total zu Hause in der türkischen Küche, gell? Ich bin ja schon ein richtiger Biberkünstler da. Ja, das haben wir irgendwie. Und wie ist mit Eier? Hast du Eier? Eier haben wir Eier dabei. Nein, wir haben keine Eier Du dabei. hast gar nichts dabei. Ja, okay, dann wir kaufen wir alles. Na, passt schon. nichts. Ja, ja. Aber du willst doch die Semiknödel machen, oder was? Ich wollte Semiknödel machen, ja, türkische. Türkische. Ja, ja. Ja? Ja, das bringen wir Das dann so haben alles mit. Das haut Du bringst mit. Ja? Ich helfe dir dann schon. Sehr Also, gut. wenn das nicht weiter- Ja, sehr Gell? gerne. Okay, dann Franz. bis gleich, gell? Bis gleich. Also das Wetter ist schön. Also jetzt momentan schaut es gut aus. Super, prima. Gell? Also bis gleich. Bis gleich. Servus. Habe ich dir. Servus, Wie heißt Götti, glaube ich, servus. sagt man? Kolleigastin, oder? Genau. Jetzt ist er weg. Ist er schon weg? Er ist schon weg, gell? Ist er im Stress? Nee. Noch entspannt. Und jetzt, wo es ihm langweilig geworden ist, hat er aufgelegt. Und das Wetter ist bei Das dem Wetter Best? ist prima. Ehrlich? Sonne scheint, alles gut. Komm, dann. Jetzt müssen wir dringend das ganze Zeug noch einkaufen. Wir haben zwei Sachen noch vergessen. Wofür brauchen wir eigentlich den Dill? Den Dill brauchen wir hier für die Zigarrenböde. Ach, haha. Kommt der da rein oder was? Oh, guck mal, Rettich. Siehst du? Radi, genau. Brauchen wir für einen Hering einen. Brauchen wir einen? Ja, ja, wir Nehmen machen wir einen Heringssalat. 3 Rettiche, schreibt er. 3. 3 Rettiche für Maschallah. Rettichsalat. Nimm mit die. Der macht das irgendwie auch leicht, der Hering. Gell? Wie meinst Hat du? seine 2 Deppen, die da zum Einkaufen gehen und er hockt gemütlich da und wartet auf uns. Stimmt, ne? Ja. Na, warte, Hering. Was
schau her. Meerrettich. Überraschung. Du kennst dich doch nicht aus mit der türkischen Küche, oder? Wie nicht auskennen, das Du hat hast gesagt, nicht jeder. Nein, nicht Ich habe jeder. nicht gesagt, der wird nicht oft benutzt. Ach so, darum ist er so eingewickelt. Warum aus Deutschland, ganz billig. So, 50 Kiste. So, So, jetzt. Haben Sie jetzt nur türkische Kunden oder kommen auch deutsche Kunden? Ich habe auch deutsche Kunden, ja. Serbien. Ja? Ja, ja. Türkisch und Deutsch genau. Aber die Deutschen kaufen immer ein bisschen weniger, gell? So viel. Ja? Da kann man auch viel. Aber ich sehe immer so türkische Hausfrauen, die immer riesen Tüten haben und immer riesen viel Zeug einkaufen. Also ich habe auch viele deutsche Kunden, die kommen immer nur bei mir, andere kaufen auch viele, also auch kistenweise. Aha. Und kaufen auch teure Sachen, deutsche Kunden. Ja? Ja. Beispiel, ich habe Mango, 3,99 Stück aus Thailand. Also kaufen meist deutsche Leute. Also 3,99? Ja, Stück aus Thailand Mango. Und Litchi kostet aus Thailand, Ja. kostet Kilo 13 Euro. 13 Euro. Ja, Ja. sehr schön Litchi. Kauft auch Deutsche. Und sowas. Bitte. 30 Euro Kilo. Ja. So Zeug kaufen die Türken nicht. Selten, selten. Also sowas. Dann, was ist denn das? Türkischer Kleiderladen, oder? Ja, aber Brautmoden. Ach, Brautmoden sind es. Genau. Oder zum Beispiel, was der kleine Junge anhat, das ist zur Beschneidung. Da wird ja auch ein Fest gemacht. Ja. Also Und da kriegt man so eine Kapitänsuniform. ja, Ja. gibt es verschiedenste Modelle. Hast du auch eine? Ich hätte auch eine an. Ja? Ja. Oh je. Da bin ich froh, dass ich katholisch aufgewachsen bin. Bist du? Aber weißt du was, wollen wir nicht mal da reingehen und uns mal die Brautkleider näher angucken? Für den Fall, dass wir noch mal heiraten müssen, ne? Genau. Vielleicht können wir eine Doppelhochzeit machen. Merhaba. 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 Wir haben gerade Ihre schönen bunten Kleider bewundert da draußen und ihr sagt, das sind Hochzeitskleider. Ja, wir verkaufen Brautkleider und Abendkleider für türkische Hochzeiten. Ja. Und die sind bunt, weil uns sind immer weiß die Hochzeitskleider. Schon, aber bei uns trägt man die bunten Ballonkleider bei Verlobungen. Und weiß trägt man auf Hochzeiten. Und so eine türkische Hochzeit, das ist eine große Veranstaltung. Ja, auf alle Fälle, weil das ist nämlich was Besonderes für das Mädchen und auch für den Bräutigam auch. Ja. Das ist was sehr Besonderes. Es ist auch ein besonderer Tag und man heiratet im Leben nur einmal. Und so richtig türkische Hochzeit, da sind ein paar hundert Leute da, ne? Ja, mehr. Ja? Mehr. Das sind schon so 500, 600, kommt auf die Verwandten drauf an. Aha. Manche sind sogar auch 1000. Also wenn man die anderen auch mitzählt, Ja. ist schon viel. Das ist eine richtig teure Veranstaltung. Ja, genau. Dann, ne? Ja. Auf alle Fälle. Wer zahlt die Hochzeit? Bräutigam. Die muss der Bräutigam Genau, bezahlen. genau. Das Hochzeitskleid und die Veranstaltungen und so zahlt der Bräutigam. Ja. Aber das Kostüm vom Bräutigam oder halt alles andere zahlt das Mädchen. Ja, das sind die feinen Sachen. Genau. Das schaut richtig nach Hochzeitskleid aus. Ja, bei uns trägt man halt so pompöse Sachen. Ja. Halt so ein bisschen auffällig. Die Braut muss halt auffällig sein an dem Tag. Aha. Was ist das Schönste? Das ist das Schönste. Grad Das Schönste und Teuerste. Das Teuerste ist das da. Und aber auch das Schönste. 900. Ja, sehr schön. Was ist denn jetzt an einer türkischen Hochzeit anders als einer deutschen Hochzeit? Erstens, die Braut ist halt auffällig, der Bräutigam auch. Und die Verwandten, die tragen, wie Sie vorhin schon gesehen haben, so pompöse Abendkleider. Die am nähersten halt dran sind, tragen halt mehr so auffällige Sachen. Aha. Darf ich Sie mal was fragen? Sie tragen Kopftuch, ist das mehr so aus modischen Erwägungen? Nein, oder weil nein, wegen religiösen Gründen. Ja. Aber es schaut ganz schick aus, das Ding. Dankeschön. Und warum tragen Sie das Kopftuch? Warum muss es sein? Weil es halt vom Innern kommt. Also ich möchte das tragen. Also aus religiösen Gründen, weil ich es will, trage ich es. Aha. Und wenn Sie mal ausgehen, jetzt in eine Diskothek oder so? Nein, das mache ich eh nicht. Das machen Sie eh nicht? Nein, das ist nicht mein Charakter. Nein. Ach so. Es gibt manche, die in die Diskothek so gehen mit Kopftuch. Ja. Aber ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Aha. Aber das ist also deshalb meine ich, also es wird viel auf Hochzeiten, auf Familienfeiern und so. Also es ist auch eine große Möglichkeit, dort zu feiern, zu tanzen, ne? Genau. Ja. Weil man dann auch in einem geschützten Rahmen der Genau. Familie ist, sozusagen. Ja. Aber dass wir 3 Mädels in eine Diskothek gehen, um ein paar Typen aufzureißen, das ist überhaupt nicht denkbar, oder? Doch, das gibt's auch. Das gibt es viele. Das Ja. machen viele. Oder Sie nicht?
Ich persönlich jetzt nicht, nein. Ich hätte jetzt nur für mich alleine. Für andere, nein. Hätte ich nicht. Ja. Werden Sie denn dann auch gelegentlich mal eingeladen auf die Genau. Hochzeit? Ja. Ja, auf alle Fälle. Von vielen Kunden, aber auch viele Verwandte heiraten auch. Ja. Gehe ich auch auf viele Hochzeiten, ja. Freuen Sie sich schon auf Ihre eigene Hochzeit? Na, das hat noch seine Zeit. Das hat noch seine Zeit. Aha. Ich warte erst auf den richtigen. Ach so. Ja, so. Der Fritz lacht sich schon einen ab. Ja, hallo, Jungs. Ja, ne? Du seid das aber aufgeladen. Ja, Hering, ganz erwartungsfroh. Franz, hab ich dir nicht. Grüß dich. Servus. Du. Adnan. Was hast Ja, ist das Maria da. Fritz! Da hab ich dir die Bub. Du. Das machen wir nicht, die Pussy, gell? In Bayern, oder? Normal nicht, aber. Normal nicht. Also, Gut. Was hast du denn da wieder? Yes, das, man von denen träumen noch, das sage ich dir gleich. immer wieder ein neuer Biber. Bullbiber. Du, zack, ja, Wahnsinn, da. Schon wieder ein Bullbiber. Das ist was anderes. Das ist ein Paprika-Gewürz oder Ja, so. das ist auch ein Biber, oder? Ist das auch ein Biber? Ja. Also es ist Chili und das ist ja Paprika. Aber warum heißt denn der eigentlich Biber? Biber ist Paprika. Und wie heißt der Pfeffer? Grüne Paprika. Karabiber ist auch. Biber. Biber. Alles Biber. Alles Biber. Ja, Schatz. Jetzt geht's dann los, oder? Du, jetzt soll ich sagen, ja, So. aber wir machen es. Und Franz, du willst da noch. Du machst einen Küchenplan? Ich mache einen Küchenplan. Ja. Da würde ich sagen, machen wir eine schöne Gewürzmischung. Auch dann kannst du die ganzen Händel würzen, oder? Ja. Darfst du würzen? Franz, was magst du machen? Ich darf, Meine türkisch-bayerischen Semmelknödel. du möchtest türkisch-bayerische Semmelknödel machen. Ja. Das sind quasi so vegetarische Köfte. Vegetarische Köfte. Dann fange ich jetzt mal an, weil meins dauert am längsten. Der ist auch am längsten, was hast du? Also das ist jetzt ein ganz normaler Semmelknödelteig. Ganz normales Knödelbrot hast du jetzt. Knödelbrot mit Eier, alte Semmeln, Ja. Milch, so angeschwitzte Zwiebeln und Petersilie. Und ein bisschen Mehl ist drin und Salz und Pfeffer. War alles, oder? Da hast du einen Mehr Kümmel ist stehen. nicht drin. Genau, und jetzt kriegst du die türkische Note mit einer Ladung Kümmel da rein. Wow, so viel, ja? Ja. So. Nein, weil nicht machen, oder was? ja, jetzt, du, ich habe jetzt einen Kümmel nicht, Alter, aber das glaube ich schon. Weil du bratst es ja jetzt. Das Ich schmeckt bratze. wieder. Ja, eben. Ja, freilich. Das schmeckt wieder, wenn du einen Kümmel bratst, weißt du, dann wird es ein Steinofenbrot. Das ist schon nicht verkehrt. Jetzt machst du das erst einmal. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Das könnt ihr mit einem zeigen, weil normal bei mir dauert das ein bisschen jetzt. Ja. Das ist das Kraut schon, ja? Das geschnittene Kraut, das Weißkraut, das türkische. Öl rein und dann Salz rein. Du kannst mal mehr aufmachen, da habe ich ein bisschen Salz Ist dran. das so Olivenöl? Nein, normal Salatöl. Ah, okay. Das tun wir jetzt richtig stampfen halt, oder? So. Und die haben früher, sind die da wirklich also mit die Haxen so rein und haben da richtig also halt gestampft haben die, weißt du? Kennst du schon, wenn einer so ein bisschen unförmige Beine hat? So was Dass man dann so Krautstampfer. Jetzt, schau her. Jetzt genau, jetzt weißt du das. Ja? Krautstampfer. Krautstampfer. Ja, jetzt siehst du das. Aber das ist so. Du hast schon mal was gehört von Krautstampfern? Nein. Ganz erotische Angelegenheit. Weil die bayerischen Damen dann ihre Beine gezeigt haben? Ja, die haben wir dann Kraut gestampft. Verstehst Wow. du? Ja. Das, was jetzt ich mache, ist das Gleiche. So, jetzt sind die Adana-Köftes dran. Adana ist eine bestimmte Gegend, also das ist südlich in der Türkei. Es ist sehr heiß, aber die mögen es auch scharf essen. Wie der Südländer halt gerne scharf ist. Aber dazu machen wir noch einen Joghurt. Ja, dass nicht so scharf ist. Genau. Damit das so ein bisschen auch kühlt trotzdem. Probiert mal. Das ist scharf. Ist scharf? Okay. Wunderbar. Was jetzt? Doch, Ja. oder? Na, ist toll, super. Das ist so Köfte, ist so deine Spezialität, oder? Ja, ne? Zu viel. Du steckst das mal Nein, im aber das passt. Stäbchen. Also Adana-Köfte grillt man auch gerne. Radisalat ist überhaupt nicht so verbreitet. Das machen ja die bayerischen Muttels auch kaum. Also Hessen zum Beispiel, in Hessen kennt man das nicht, glaube ich. Das ist In aber Hessen? so, Franz, weißt du was? Oder der Berliner Ich glaube, dass zum manche Bilder mehr einen Radisalat mengen. Ja, Also auch bei den Bayern. Da musst du mir aufpassen, das ist ein ich weiß Mannsbilder. schon warum.
Die trinken eine halbe, weißt du, und einen Radisalat. Und dann muss man rülpsen und das mögen die Frauen nicht. Das mengen die nicht, genau, weil dann stinkt es ein bisschen und das mengen die nicht, verstehst du? Ich bin jetzt gleich fertig, du kannst eigentlich dann schon langsam zum Grillen anfangen. Ja. Jetzt schau her, jetzt pass auf, jetzt habe ich da, das sind jetzt sogenannte Biber-Gickerl-Schnitzel. Da habe ich jetzt die 3 Biber zusammengemischt hier, siehst du das? Da in die Gewürze, ein bisschen Salz, Pfeffer ist da drin. Und da werden wir jetzt, das sind praktisch Biber, heißt der Paprika, die werden wir jetzt richtig schön. Pfeffer. Ja, mit den Biber halt, weißt du, musst du schon ein bisschen aufdrucken, gescheit. Ja. Ne? Zusammenbibern. Zusammenbibern, ein bisschen andrucken, damit unser Chefbiber das auch mal grillen kann. Verstehst du? Aber jetzt sag ich dir was, Franz. Der lacht irgendwie, aber ich glaube, der versteht mich gar nicht richtig. Nein, ein bisschen was versteht er schon. Hauptsache, weißt du, Hauptsache gesund sind wir. Hauptsache gesund zusammen. Die Gäste, die B-Jugendmannschaft des Münchner Fußballvereins Turk SV 1975, besser bekannt unter dem Namen Türk Gücü, mit ihrem Trainer Gürkan Karahan, treten zum Kochkick an. Also ich fange jetzt schon mal mit den türkisch-bayerischen Knödeln an. Gell? Schaut gut aus. Das ist Semmelknödelteig, der aber besonders behandelt wird. Verrat aber noch nicht, Ja? wie es geht. Okay. Also bevor wir über euch herfallen, wenn wir so Hunger haben, geben wir Gas. Auf geht's, sonst gehen wir zum Trainieren. Also, wie gesagt man, auf geht's, Buben. Auf geht's, ihr türkischen Buben. Yalla, yalla. Also ich war in meiner Jugend war ich völlig unsportlich. Ich bin aus einer ganz unsportlichen Familie gekommen. Die haben nicht einmal Fußball geschaut. Ja, und so, also irgendwie was jetzt so normalerweise die Burschen so haben, weißt du, so Fußballbeutel gesammelt oder sowas hast du nicht Nee, gemacht? Indianerbilder. Ja, das habe ich auch mehr gemacht. So, oder? Nein, ja. Das war mir lieber. Also, Ja. das war, nein, weil normalerweise ist es ja doch so, da kannst du sagen, 90% von den Jungen, die sind ja auch Fußball, gell? Ja, ja, weil es alles so starsüchtig sind. Gell? Ja, das stimmt. Und ich war mir immer selbst genug. Ja. Was ist denn der Türke jetzt? Alter, der kicken Wo ist er? und lässt uns alleine. Sag mal, was machst denn du da hinten? Was? Grillen! Muss ich kommen? Ich wollte ein bisschen trainieren, ein bisschen Ballgefühl kriegen hier mit den Jungs. Also, naja, gut, dann mach. Passt schon. Der Trainer. Sollen mitnehmen? Ja, das können wir jetzt erst probieren. Was der Franz macht, damit siehst du, was die. Aber ihr habt schon vorprobiert, oder? Ja, freilich. Also die Knädel. Nein, wir probieren das nicht. Nein, wir haben schon probiert. Okay. Geht schon. Keine Angst, das schmeckt gut. Ja, kann man Also, ich essen, meine, oder? was gut schmeckt, weiß ich nicht, aber es Ich schmeckt. bin aber Man kann- gespannt, gell? Ich muss dich an deinen Worten. Ja, ja. Nur ein kleines Messer. Kriegst du sofort. Oh. Schmeckt gut. Okay. Gott sei Dank. Du siehst das. Aber heiß. Das stimmt, ja. Okay, und das hast du verbrochen, oder? Aha, Okay. Ist nicht so heiß. Nicht versalzen, gell? Das ist ja nicht versessen. Oh, das ist gut. Glaubt ihr? Also küchentechnisch sind wir heute ganz gut dabei, würde ich sagen. Ne? Also das ist Gutes Hackfleisch. Hab's gut eingekauft. Schmeckt gut, gut. den obligatorischen Wie essen Sie jetzt so normalerweise? Also, ehrlich gesagt, ich esse am liebsten eigentlich bayerisch und türkisch. Tatsächlich. Aber eher abwechselnd. Also, Ja. ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich das mal mischen kann. Ach so. Aber man lernt ja nie aus. Ja, ja. Zum Beispiel Und was ist bayerisch? Ein Gericht, was Sie gerne mögen? Zwiebelrostbraten. Zwiebelrostbraten. Ja, das esse ich gern. Schweinebraten? Nein, das ist es nicht. Nee. Nein. Weil es nicht schmeckt oder aus religiösen Gründen? Aus gesundheitlichen Gründen in erster Linie erst einmal. Ja. Jetzt regnet es uns aber sauber zusammen. sind Oder? uns sauber zusammen, scheiße. Ne? Für Fußballer ist es wurscht. Ja, das musst du mal vorstellen. Ja? Ja? Ja, Leute, deswegen ist es geschlagen, man spielt nicht Fußball. Ne? Das hätte ich jetzt auch nicht machen, den Scheiß. oder? Ja, müssen wir jetzt die Jungs da mal irgendwie ins Trockene locken. Schauen wir mal, ob wir einen Tisch stellen. He? Obwohl es der Wettergott nicht so gut meint an diesem Tag, lassen sich Spieler und Köche die Laune nicht verderben. Hauptsache, das Essen ist fertig. So hat der Regen alles durcheinander gebracht, aber jetzt sind wir doch fertig geworden. Hoffentlich habt ihr noch einen guten Appetit. Dankeschön. Das ist ein Radisalat. Also die bayerisch-türkische Mischung, gell, Jungs? Wollt ihr eigentlich alle mal Profis werden oder nicht? Schon, oder? Was willst du? Willst du einen Hähnchenschenkel? Wer ist euer Lieblingstrainer? Magath. Nein. Oder? Willst du so eine Paprika dazu haben? Sind Sie in der Türkei geboren oder hier? Ich bin in Deutschland geboren. In Deutschland? Ja, ja. Ach so, aber türkische Eltern.
Ja. Ganz normal. Ich bin der Jüngste von 3 Kindern. Ja. Das jüngste Kind. Und ist man ein Türke oder ein Deutscher? Mittlerweile glaube ich, ist man glaube ich die perfekte Mischung, würde ich sagen. Ja. Also es ist schon so, dass man irgendwann, wenn man mal 5, 6 Wochen im Urlaub ist, kriegst du schon irgendwann Heimweh. Und Heimweh bedeutet ja dann, du bist nach Hause. Und wo wohnst du in Deutschland? Und wenn man wo im Urlaub ist? In der Türkei oder generell, wenn ich auch so im Ausland bin, ob ich jetzt in Spanien bin oder in Italien, ist eigentlich egal. Irgendwann, wenn das Heimweh kommt, dann hast du als allererstes eigentlich im Kopf Heimweh zu Hause in München. Und dann sagst du, okay, dann bin ich halt Münchner. Wir sind irgendwo, denke ich schon, mittlerweile ein Zwischending. Wir fühlen uns drüben zwar auch wohl, aber ich glaube, hier noch mehr. Aber ich meine, das ist ja prima, wenn man 2 Heimaten hat, oder? Wir haben sowas schon. Ja, ich glaube nicht, dass es jeder behaupten kann. Ja. Wie ist das mit dir, Adnan? Hast du jetzt zum Beispiel auch Heimweh nach der Türkei? Also das habe ich auch. 1-, 2 Mal im Jahr habe ich dann das Gefühl, zum Beispiel kommen mir die Gerüche in dem Land, zum Beispiel auch von dem, einfach wie die essen, wenn du durch die Straßen gehst, dieser Geruch oder am Meer. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt ist Zeit, wieder in die Türkei zu fahren, wieder aufzutanken. Aber dann vermisse ich auch, wenn ich jetzt länger im Ausland bin, woanders, auch Deutschland auch wieder. Und vermisse auch da die Gerüche, die Leute, die Menschen. Also das ist... Wenn es mal vorbei ist, wo möchtest du eingeräumt werden? Entschuldige bitte, nochmal? Wenn es vorbei ist, wenn es aus ist. Wenn es aus ist? Wo möchtest du dann eingeräumt werden? Je nachdem, wo es billiger ist. Sind Sie gläubig? Ich denke schon, dass ich sagen kann, dass ich gläubische Veranlagung habe, sage ich es mal so. Das kann ich, glaube ich, schon behaupten. Also ganz streng, kein Bier, kein... Ja, ich meine, das Problem ist, als Münchner kein Bier zu trinken, ist natürlich auch schade, oder? Ganz ohne geht's nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob den Jungs das Essen schmeckt überhaupt. Was schmeckt euch denn am besten? Adana. Alles? Bayerisch türkische Knödel. Adana. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Wir waren heute früh im Hochzeitsladen. Wie ist denn es bei euch jetzt, wenn ihr ans Heiraten denkt? Ist es dann automatisch eine türkische Frau oder eine deutsche? Türkische. Muss nicht türkisch sein. Auch russisch. Kommt drauf an, wie der Arsch ist. Sehr gut, ja. Hast du gehört? Man liebt sie. Warum seid ihr in einem türkischen Fußballclub nicht? Warum nicht einfach in einem deutschen? Fühlt man sich da wohler unter türkischen Freunden? Was soll ich sagen? Man ist hier halt näher. Aha. Weil man vielleicht vom gleichen Land herkommt und so. Ja. Gleicher Kulturkreis. Ja. Aber wo seid ihr alle geboren? Hier. Deutschland. In München. Ah, also ihr kommt alle aus München, aus Bayern. Bayerische Musik am liebsten. Echt? Ja? Ruf mal schnell auf. Warte mal. Pass auf, jetzt kommt der Klingelton vom Hering. Ja, Moment. Hadi yallah. Komm, ich tanze mit. Hey. Gel, gel. Ja,